Ekran! Ekranen geef dich ab, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van de bent, dat u die radio eingeschaltet hast oder am YouTube bent. Wir wünschen dir eine schöne Zeit mit uns. Mein Name ist Eduard Giesbrecht und von der habe ich mit mir Mario Enz. Hat die mal für ein paar Jahre gelehrt durch Impacte Vertikal. Wir haben hier in Chaco, Paraguay ein Konzert und du lehrst die Chane. Und du hast eine ähnliche Arbeit als ich, du bist auch Jugendleiter. Und ich will von dir mal über von der Rede, wird wie Jugendlehrer zu sein. Aber wie wieder gehen, Mario, kannst du dich mal vorstellen, wer bist du? Ja, mein Name ist Mario Enz. Ich wohne hier in Philadelphia. Ich seit meest 9 Jahren befreundet mit Christine, die zij komt uit Menno. En we hebben een jong en december erwarten we dan de tweede kind. Daar vrij we ons al erop. En ik heb, als ik opgewassen zie, ik ten deel in Oost-Paraguay, ten deel in een Indianersiedlung. En eerst als ik in de secundaria Zentralschule aan, wie dat hier einsteigt, dan siedel we in Philadelphia. En zo, ik heb zeer veel in der ethnischen geleefd. En dat heeft me zeer gevallen en ik zeer goed gedaan. En dan zie ik, als ich die Schule aufschlöt, habe ich eine Mechanikausbildung gemacht und sie dann im IBA gegangen, in der Bibelschule, wo ich dann 4 Jahre das Studium gemacht habe. Und dann sind wir dann hier in der Jugendarbeit volltätig eingestellt. Sie, das hört sich mir so ein bisschen Kind von Missionaren, oder sind die alle Missionare? Ja, mein Vater ist der wie in Oost-Paraguay pastor van een paar kleine gemeentes in Itagua, Capiatá, donde je heeft een paar gemeentes begeleid. En dan als we in Jalusanga weer hij leraar in een paar indianerscholen. En nu is hij al, ik weet niet hoeveel jaar, maar al zeer veel jaar in Guarani Indianer groep. Daar is hij misschien nog officieel ook van Lichten Indianer, de missionsorganisatie hier aangesteld. Wow, dat is nog wat nieuwer wat ik van die Chane geleerd heb. Viele von jullie waren am vielleicht auch nicht Chane, vielleicht der meiste sogar. So, dann leren we am nu van de top Chane. En interessant van die te horen, ik freue mich met wanneer je nog een kind krijgt. Dat kan je zin zijn en mag het kind zijn. En ja, en voor die wat mij niet persoonlijk Chane, wat mij bloß über radio oder YouTube Chane, ik zie ook een Jugendleiter. Ik doe met Jugendarbeit in eine Kirche in Bolivien. En van daar zijn we hier op een Paraguay. En dat is hier in Scheintul, dat is in Menno. En hier dichtbij is ook Philadelphia. Van waar du woonst nu in Philadelphia. Ja, so? ja. En waar Mario Jugendleiter is van eine Kirche. En van daar wil we darüber reden, wo dat is Jugendleiter te zijn. En ik weet viele, vielleicht wordt eins dat nicht unbedingt interessieren, wat dat is Jugendleiter te zijn. Aber ich weiß, es sind viele Jugendliche, die denken, vielleicht wollen sie auch noch mal eines Tages mit Jugend in der Kirche arbeiten, oder sie wollen haben, dass die Jugendsaal Jesus nur feiern. Und ich weiß, dass ja von den anderen Menschen, die uns hier haben vielleicht ein trüges Jugendleben gehabt. Und sie wollen haben, dass ihre Jugend oder die Jugend, die bald kommen wird, soll ein besseres Jugendleben haben. So hier wollen wir dann von einzelnen Sachen reden, was die vielleicht helfen können, was die dann bei anderen, aber die selbst verbessern können. So, wat komt dat du, Mario, dat du een Jugendlehrer bist, dat du in eine Kirche mit der Jugend arbeitest? Ja, dat is een interessante Geschichte. Als met mijn vrienden, als ik in een Bibelschule ging, dan heb ik intussen geredet. En natuurlijk heb ik immer wieder mal geredet, wat we doen in de Bibelschule. En daar heb ik dan te mijn, ik weet nog, dem einen Freund habe ich dann eigentlich ganz klar gesagt, Jugendlehrer, das wird nicht für mich sein. Einfach uit dem heruit, dat ik dacht, mijn Profil gaf nicht dafür her. Ne? Die Eigenschaften, die Persönlichkeit, die ich had, die Gove, dachte ich, würde vielleicht nicht mehr anpassen. Aber irgendwann, als ich dann im letzten Jahr wieder, dann kreeg ich eine konkrete Anfrage als
Pastor hier te zijn. En ik zei dan, ik wilde een tijd nemen met mijn vrouw om met God eenmaal te reden zijn. En daar moet ik dan een interessante ervaring op een missionseinsatz. Wie we in Peru onderwegs. En dan vertelde ik door, moesten we evangeliseren gaan van huis te huis. En daar traf ik een Jugendlichen. En ik vertelde met hem en irgendwie wordt me door in dem Moment, der jonge mens, der wordt me irgendwie zo wichtig, dat ik, je was hem zo lief. Ik weet niet hoe man dat beschrijft, dat we een bijzonder moment door, waar ik dan, kliks me dat voets boven, dat, voor mij weer dat dan een klare teken, dat is dat wat God me schenkt deed om en te wijzen dat de jugendarbeid, daar wel uit die Nieuwbrugge. Ja. Zo, en dan, mijn vrouw had dan ook nog zo'n ervaring, hoe ze dat de bestätigung krijgen, dan kunnen we ergens van zeggen, we geloven dat God dat niet zo wel. Ja. Zie, dat is interessant hier, weil jeder einer seine eine Geschichte sagt. Wie hat eigentlich irgendeine Bibelschule gewesen? Wie hat auch so eine Diskussion ist, in der Verein, was du warst Prediger waren, du warst Jan waren. En viele von denen, was die zeggen, wat ze niemals waren, worden, dat waren die dan. Ja. Krijgen dat is niet plus voor deze geweest. Ik weet van de eerste dag veel wat dat betekent als een zeer zware tijd voor de Jugendlichen, wens het internet als alleween en de telefoons. En ik weet, dat brengt ook zijn zware zaken met, maar ik zei dat niet, dat dat nu alle tijden hand er zware zaken gehad en die betere zaken. En hij zei, ja, wie dat internet ook vergouden brukken, maar ik weet, de jugend heeft van die einzige uitvaarderungen, wat ik vielleicht voor 20 oder 30 Jahre nicht hoor, aber ernst wat einzige schwierige Sache, wat is für die in de Jugendarbeit einzige schwierige Sache, aber wat een beetje schwander fällt? Ja, doordat de Medien zo open, zo vrij zijn, zo toegankelijk, heeft de Jugendlichen aanblijft in een ganz grote wereld. Ja. En dem wordt veel aangeboden, hij krijgt veel met. En van daher is zijn geschmack is nu een beetje, hoe zou ik dat zeggen, een beetje genauer geworden. Ja. Die wel de meeste, wanneer ik mal zo denk van mijn jugendtijd dan als ik Jugendlicher weer, waar man niet Deportivo metmoek oder zo, am wegen een gaf het sonst eigentlich nichts te doen als een jugendprogramma te voeren. En vandaag de dag heeft het over zoveel mogelijkheden. Ja. Man kan even, hier im Lokal worden sehr veel zaken aangeboden en dan kan man zich even über internet kannst du ook gamen, du kannst video's checken, du kannst zoveel mogelijkheden heeft het door. Ohne eng, wat man jeder einer gleich frei. Mich interessiert bloß das nicht andere Sachen. En door in dem Ganzen dat nog zo schmackhaft te houden, dat Jugendliche doch nog Interesse vinden voor God, voor Gemeinde, voor Jezus, voor de Taub komen en Taub wat erleben als Jugendliche, is niet allemaal leicht. Ne? Aber er sind natürlich auch verschiedene Jugendliche in der Jugendgruppe in Bolivien und in anderen Ländern, die bestimmt noch anders sind. Aber hier, das ist das, was ich hier erlebe. Eine schwere Sache. Und wo feilst du die Taubarbeit von Gemeindearbeit und Jugendarbeit? Wo kommen die zwei Welten taub? Ja, dat trifft sich manchmal. En wens Jugendliche haben manchmal al noch Ideen, wat die alles willen en wo die willen. Zij weten meestal maar beter als de oudere mensen. En dat is niet ganz einfach door dat manager, dat man weet, dat kunnen we met kunnen, maar dat is al een te veel. Eens zij volgen heeft dat met financiën te doen en hoeveel willen we onze financiën uitgeven en hoeveel niet. Daar is het niet allemaal ganz schwierig dat de generationen krijgt zich miteinander communiceren en verständnis voneinander hebben en dat het niet plus als wat willen die nu al waren Jugendlichen, sondern dat man dat is. Als gut, de Jugend gleift het erst nu dran, dan willen die in je steden. Dus, ja.
So von daher ist es, das ist eine Herausforderung, ja, das bringt... Zwei Generationen durch ein Weg taub zu finden. Ja. En wat zijn, we hadden een beetje vielleicht van dat geredet, wat een beetje spannend, wat zijn zaken wat die gevallen hebben, oder wat schijn zijn als een jugendarbeit? Eine Sache, was ich unbedingt vermisse war, wann ich mal in der Jugendarbeit soll utstehen, ich weiß nicht, was Gott verhaft, aber das ist kreative Action, ja. Als mit Jugendlichen erlebt man eigentlich immer was, ja. Ja, zeggen die ganze, hier is nu bij velen de trend dat die gemütlich worden, dat die liever thuis zitten en zich door de spel spelen of zo wat. Aber allgemein ist doch de Jugendlichen wel wat erleben, die wil met zijn energie wat anfangen, die wil wat maken, die wil spelen en so weiter. Ja. Und von daher, das ist eine Sache, was mir sehr gefällt von Jugendarbeit, ja. Die Dynamik, die Action, en Lachen, Taub en das Leben, das wat noch fertig ist, ja, wo die sich darauf freuen und wo man kann so ein Einzige mit den mitgehen, ja, und den sich mitfreuen. Das fällt sich einmal so als Jugendlehrer, die kannst nicht alt werden, die hat einfach seine, in den Rhythmus, in den, wo sie gehen, mit kommen. Das ist auch eine Sache, was sehr viele ist, das kriegt das Leben, was die Jugendlichen mit sich bringen. En dat sie das Leben auch noch gar nicht so schwierig viel mal sein, dass sie viel da von der mal leben, das scheint gehen Leute. Und viel mal Hauptangst, wenn wir auch ein klein bisschen alle sind, dass auch trägt zu denken, ja, wir brauchen vielleicht nicht ganz so viel Sorge haben, wir können uns tranquilisieren. Kannst du eine gute Erfahrung vertellen als Jugendleiter? Irgendwas, was die besonders gefallen hat? Eine Geschichte vielleicht? Ja, das ist viel, was einer so erlebt hat über die Jahre, aber was mich nu in den letzten Tagen war da beschäftigt, ist ein Jugendlicher, den ich nu über ein paar Jahre eine Mitarbeit habe, der dann, als ich hier anfange in Deutschland war, wo ich dann indirekt ins Werk gab mir dann einen Hinweis, ich soll die Person mal fragen, ob die nicht mithelfen. Wir kannten uns nicht, ich wusste nicht, was wir wollen am Jens und so. Und er malt sich dann an, ja, er würde mal mithelfen. Und dass wir dann, wir eigentlich so mit Gemeinde fern, würde man sagen, also die wir nicht, nicht viel von die der hat nicht viel Interesse für Gemeinde und so wieder, für Glaube, für Beziehung mit Gott. Aber dadurch, dass er, als er zurückkam, hier kam, an die Jugendarbeiten, wie am Mettrag und er mitarbeiten dürfen, so weit kann ich nicht sagen, nicht die letzten paar Jahre, das ist eine von den Personen, wo ich wirklich möchte, hat für Gemeinde gekriegt, die will mithelfen, die ist engagiert in das, was er kann, und die trägt mit, und das ist eine sehr schöne Erfahrung, wenn man das erlebt. Für mich ist das auch eine von den schönsten Sachen, dass auch in diesem letzten Jahr besonders sein, wo einzelne Jugendliche von einem Leben so Glück auf einmal für Jesus brennen, das einfach ein anderer Mensch geworden. Und wo sie auf einmal, dass die als Jugendlehrer gar nicht so sehr überbrückst, dass sie andere antreiben. Und das ist für mich ein wunderbares Erlebnis, was ich gehabt habe mit verschiedensten Jugendlichen. So, Dankeschön, Jugendliche, dass du von dir dabei bist. Dankeschön, Mario, auch, für die Einladung annehmen. Und ich möchte von Gott wünschen, dass die Jugendgruppe, aber ganz Philadelphia, Männer und Niederland hier in Chaco, dass die Jugendlichen alle können sehen sein und dass sie können mit Gott gehen. Und es ist eine Freude, was die hier tun. So, auch für die Jugendlichen, wo immer du in der Welt bist, mag Gott dich auch sehen. Und wenn du keine Jugendgruppe hast, keine Kirche hast, wo eine Jugendgruppe die helfen kann, dann geh noch in die Kirche, wo eine feine Jugendgruppe ist, dass du mit der anderen Jugend taub Gott sicher kannst. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.